Matelle vom Investitionsplan von der Europäischer Kommission gehen innovative Entreprisen an Europa a Lützeburg unterstützt. Bill ass eng vun de Banken zu Lützeburg, déi unter Umsetzung mat schafft. Wat huet Bill beweegt, bei diesem Programm mat zu machen? Jo, Bill die huet am Juli 2015 lächt Joer den Innofin-Programm ënnerschriwen am Europäischen Investmentfonds an dës am Kader vun Horizont 2020 an am Kader vum Europäischen Investmentplan. Das ist ein Innofin-Programm, den ermöglicht, dass der Bill für innovative Betriebe zu Lützeburg mehr wo an der Großregion zu unterstützen. Was hat Bill gerade gemacht? Wir haben eine Strategie, die nennt sich Bill 2020. Und ein Leitmotiv eben von der Strategie ist, für wirklich auf Innovation zu setzen, an innovative Betriebe zu helfen. Wie kann bei euch alle seine Unterstützung aufrufen? Für ënnert Innofin eligibel zu sein, muss d'Entreprise zu Lützeburg oder an der Großregion lokalisiert sein. Sie muss auch einen von denen 12 Kriterien d'Eligibilité d'Innovation erfüllen, die das Programm vorschreibt. Das kann zum Beispiel sein, dass die Entreprise an Recherche und Development investiert hat. Das kann sein, dass sie einen nationalen oder einen europäischen Investitionspreis gewonnen hat. Das kann auch sein, dass sie zum Beispiel kürzlich ein Patent gemeldet hat. Wie ein Teil von Entreprise schwätzt man jun, das kann ein kleines Startup sein, das kann auch ein gestanden Lützeburger PME sein, einige Kriterien unter 500 Leute muss sein. Gibt es besonders interne Regeln bei der Bill, was Startup-Finanzierung angeht? Ich meine, bei den Startups muss man eine Differenz machen zwischen der Phase de Développement und ab dem Moment, wo den Produkt oder Service vermarktungsreif ist. Das heißt, ich ging so Developmentsphase, die muss als Eigenkapital finanziert gehen. Da muss den Entrepreneur, den eine Idee hat, entweder geht nur seiner Spurten, entweder geht er bei Freunden oder Familie oder er geht bei Business Angels oder bei Venture Capital Investoren. Und dann muss er gucken, dass die mit ihm seine Idee developieren. Ab dem Moment, wo die Idee kann auf den Marché kommen, der das Produkt oder Service kann vermarktet, verkauft gehen Marché, ab dem Moment kann er dabei Bill kommen an einen Innofin-Kredit aufrufen. Wo können sich interessierte Entreprisen zu Lützeburg melden? Wir haben an der Bill ein Innofin-Kompetenzzentrum gegründet. Wie ihr wisst, haben wir auch ein grosses Réseau an Agenzen. Wir haben 40 Agenzen durch das ganze Land verteilt. Die sind alle au courant von diesem Produkt. Und wenn ein Klient an eine Agence kommt und da eine Innofin-Demande stellt, da weiß der Gestionär an der Agence, ich will den Telefon, ich rufe Siège zu Lützeburg an und dann unterstützt den Innofin-Kompetenzzentrum der Gestionär von der Agence an den nächsten Demarchen, für dann den Klient auch dort zu begleiten an der Innofin-Demande. Wie läuft der Demande da konkret auf? Ja, konkret, ich meine, das erste, was wir gucken, das ist den Klient eligibel in der Innofin. Aber wenn das so ist, ich meine, dann variiert eine Innofin-Demande nicht ganz viel von einer Standard-Kreditdemande. Ich meine, der Klient den muss uns dann einen Businessplan erreichen, den wir dann faktuell wie auch finanziell analysieren. Also sobald ein Dossier komplett ist und wir alle Tonnen haben, ich meine, dann kann der Klient mit einer Kreditentscheidung zwischen 2 und 3 Wochen bei uns rechnen. Wie genau verlief die Zusammenarbeit zwischen der Bill und den europäischen Partner beim Investitionsplan? Ich meine, als Relation mit dem Europäischen Investmentfonds, die ist ganz unkompliziert. Die basiert auf einem offenen Échange. Ich meine, wir haben regelmäßig Kontakt mit ihnen, für über existente Dossiers zu schwätzen, aber auch über potenziell neue Dossiers, wo die Klienten als Demande stellen, wo es vielleicht technisch Fragen geben, wo man nachfragen muss. Und da machen wir natürlich auch das Suivi von unserem existenten Portfolio, wo wir dran sind, wie viele Dossiers wir schon gebucht haben, und was noch alles an der Pipeline ist. Habt ihr schon konkret zählen, wie viele Entreprisen zu Lützeburg profitieren konnten? Bis noch 10 Monate, wo das Programm läuft, haben wir schon 5 Dossiers gebucht. Das möchte ein Volumen von ungefähr 12,5 Millionen. War das ein Avantage par rapport zu einem Standardkredit? Den Europäischen Investmentfonds der garantiert einen Kredit zu 50%. Wie dass den Europäischen Investmentfonds ein sicherer Partner ist, als AAA geratet, wird Bill auf 50% vom Kredit schon gar kein Risiko. Das heißt,
sind immer nach 50% die Riss sind, an die kann ich noch na Face gucken, wie in de couvriert krit. Mit das schon ein ganz Party, die das couvriert.